Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, und wir sind im DFB-Pokal in der zweiten Runde und es geht gegen die Elf aus Hoppenheim, 18,99 €. Aus Sinsheim sind sie ja eigentlich. Es ist alles ein bisschen verstrickt bei der Truppe. Und wir können eigentlich sofort übergehen zu einem wichtigen Thema, dem wichtigsten überhaupt. Und das ist unser Tagesmotto. Und das kann ja nur lauten: Berlin abhaken. Berlin anpeilen. So. Oh, ich komme da gar nicht durch. Aber diesmal keine Witze zur Konfektionsgröße. Nein, heute nicht. Macht euch bitte euer eigenes abhaken. Die haken wir ab. Ja. Also, Berlin abhaken, logisch, oder? Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Wir haben gegen einen im Moment sehr, sehr gut spielenden Gegner, gegen den wir in der letzten Saison nicht einen Punkt geholt haben, ja, sehr, sehr knapp auswärts verloren. So what? Nichts passiert und der zweite Teil des Mottos dürfte genauso klar sein. Berlin wollen wir anpeilen und da geht es uns natürlich um das Finale. Wir wollen zweimal diese Saison in Berlin gewinnen. Einmal haben wir geschafft, in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Berlin und in der letzten Runde des DFB-Pokals, sprich im Finale, wollen wir natürlich auch wieder gewinnen. Absolut. Und da steht uns jetzt in Wahrheit im Moment nur Hoffenheim im Weg und die müssen weg. Ne? Die müssen, wenn man mich fragt, sowieso weg. Aber Hoffenheim, da war doch auch was am Wochenende. Hoffenheim. Ja, der Roger war wieder aktiv. Ne? Roger Schmidt mit mindestens 4 O hat wieder zugeschlagen mit markigen Sprüchen. Und da klingelt es natürlich in den Ohren, denn das war ja nicht zum ersten Mal. Also er hat ja damals auch gegen unseren lieben Peter Stöger auch schon mal so richtig in die Vollen gegriffen. Im Übrigen war das damals Aufhänger für unser allererstes Motto. Das schauen wir uns mal an. Da ist es. Respekt kann man am Transfermarkt nicht kaufen. Fans auch nicht. was bist du denn für ein Spinner? Halt doch einfach mal die Schnauze! Das ist Otto und Roger Schmidt. Und was sagt der liebe Rudi Völler? Lieber Rudi Völler, was sagt der Vogel dazu? Der sagt, das war nicht in Ordnung, aber trotzdem, wir werden ja immer viel strenger beurteilt als die anderen. Genau, welche anderen eigentlich, ja. Also man muss schon sehr suchen, um einen weiteren Trainer zu finden, der seine Kollegen beleidigt. Ne? Also den gibt es einfach nicht. Ne? Herr Völler hat so ein etwas merkwürdiges Verhältnis zur Realität, ja, was dann möglicherweise am Arbeitgeber Bayer 04 Leverkusen liegt, was auch sehr weit weg ist von Realität, wenn man genau ist. Ja, und besonders lustig ist ja auch, er sagt dann ja immer, bleibt mir weg mit einem Image-Schaden. Das ist doch kein Image-Schaden. Rudi, was bitteschön ist ein Image-Schaden, wenn nicht das? Und überhaupt, also eigentlich ist diese ganze Werkself ist für Bayer sowieso ein einziger Image-Schaden. Ja, absolut. Also eine schlechtere Werbung als diese Fäkalsprache von Schmidt, ja. Nee. Dummerens 3 Aspirin. Ja, Aspirin, genau. Ja, das kann es ja nicht geben. Ein unfassbar, ewig erfolglos, ja. Kein Mensch mag nicht mal mehr Vizekusen. Kein Mensch will da hingehen, müssen sie Sonderurlaub für kriegen, dass sie da hinkommen, ja. So ein Blödsinn, ja. Und der Basler hat es sehr, sehr richtig beschrieben, was da passiert. Mario. Ne? Und am Ende des Tages dieses komplett dauerbeleidigte Personal, das dann um sich schlägt, wie Völler und Schmidt. Um sich schlagen ist dann auch ein richtiges Stichwort, um endlich wieder von dem Drissverein wegzukommen. Schlagen wollen wir natürlich heute auch das nächste Konstrukt aus Hoppenheim. Und es müsste doch wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht schaffen, denn wir hatten so lange kein Heimspiel mehr im DFB-Pokal. Es muss einfach hinhauen. Ja, ich bin also relativ überzeugt und ich weiß, du auch, dass wir auch nach dem Spiel sagen können: 2 Kölsch! Auf die nächste Runde. Grüß dich.